Dëskeier bei Link TV. Wir präsentieren als neue Kampagne Fair für die Umwelt, Fair für den Mensch. Wir waren op der Euro-Manifestation und wir gucken, wie als Einzelsektionen sich auf die Gemengewahlen vorbereiten. Willkommen bei Link TV. Schön, dass ihr dabei seid. Für kurzem haben die Link hier Kampagne Fair für die Umwelt, Fair für den Mensch der Öffentlichkeit vorgestellt. Dabei ist es uns ganz konkret Propose gegangen, wie ihn ökologisch mit sozialen Fragen kann kombinieren. Wasser- und Energiepolitik sind Themen von der neuen Kampagne von Die Link. An einer Broschüre, die lo verschiedene Gemenge verdeelt wird, präsentieren wir konkret Vorschläge, wie den Zugang zu diesen wertvollen Gütern für alle Menschen garantiert gehen, ohne dass dabei den Umweltschutz zu kurz kommt. Bei der Energieproduktion scheint es für Die Link klar zu sein, dass es kurzfristig zu einer Energiewende kommen muss. Für eine Energiewende durchzuziehen und den Klimaschutz durchzuziehen, gibt es aber eine wesentliche Voraussetzung. Und die wesentliche Voraussetzung ist die, die an unserem Deplier auch durchgestellt ist, nämlich die, dass die Energie an öffentliche Hand zurückgeführt wird. Wenn man so eine Energie, der Menge mit Netze an Produktion und Verdelung von der Energie. Genau hier haben unserer Meinung nach die Gemengen viele Möglichkeiten, für aktiv zu gehen, respektive zu intervenieren. Froh, welche Energie wo und wie produziert wird und zu welchem Preis, ist eine Frage, die eigentlich auf einer demokratischen Ebene müsste am Gemengerat diskutiert gehen. Auch was die Energieeffizienz angeht, sind Gemengen ein wichtiger Akteur. Wir brauchen nicht mehr zu gucken, die Wohnungsbau, Baureglementer, die sie können hören, was die Isolation angeht, was Heizen angeht, was Altbausanierung angeht, was den Transport am lokalen Raum angeht, was Bebauungspläne angeht, Fernwärme und so weiter, was alles Stichwörter sind für die Energieeffizienz, die müssen können umgesetzt gehen. Für genauso wichtig wie den Zugang zu fairer Energie fanden die Link Recht von allen Menschen Zugang zu properem Trinkwasser zu haben. Mit dem Wasserpreis hat sich an den letzten 5 Jahren aber alle Gemengen mehr wie verdreifacht. Dafür proposieren die Link ein Modell von einem gestaffelten Wasserpreis. Ein gestaffelter Wasserpreis bedeutet für uns, dass den 3 Aufforderungen entspricht. Das erste ist, dass den Grundbesoin und das Grundrecht auf Wasser und Aufwasser, dass erfüllt wird, für jeden Menschen, unabhängig von seiner sozialen Situation, die wird man vorschlagen, dass man ein universales Recht schaffen, was für jeden gilt, dass jeden ein Recht hat auf 0 bis 50 Liter tägliche Wasserversorgung und Aufwasserversorgung, die gratis ist. Danach könnt eine Tranche von 50 bis 150 Liter, 150 Liter ist im Moment ein aktuellen Durchschnittsverbrauch, das heißt eine Tranche, wo ein innerdurchschnittlich verbraucht, wo soll zum aktuellen Preis taxiert gehen und dann ab 150 Liter, also wenn in den überdurchschnittlichen Wasserkonsum hat, die soll auch anständig dafür bezahlen. Der Wasserpreis wurde noch Thema bei einem Vendredi Rouge, bei dem die Link zusammen mit einem Wasserexpert über die Hintergründe und Möglichkeiten vom gestaffelten Wasserpreis diskutiert haben. Wenn ihr noch kein Depliant an ihrer Briefbord gefunden habt, dann könnt ihr diese Informationen wie immer auch auf unserer Internetseite finden. Den 21. Juni war zu Lützeburg eine grosse Manifestation vom Europäischen Gewerkschaftsbund. Am Zentrum der Kritik steht dabei die aktuelle Politik von den europäischen Regierungen in Bezug auf die Schuldenkrise. Rund 15.000 Leute unabhängig Diensten an der Stadt demonstriert, weil sie nicht einverstanden sind mit der Politik, wie sie in Europa betrieben wird. Die Link waren noch dabei, weil auch sie der Meinung sind, dass Europa krank ist. Wenn in einem Patient helfen will, dann muss ihn als allererst eine Diagnose machen. Die dominante Tendenz von den letzten Jahrzehnten an der Weltwirtschaft und auch in Europa, das eine andere Repartition vom Reichtum, eine Verdelung von innen nach oben, Regression von dem Anteil von den Löhnen und dem geschaffenen Reichtum auf der einen Seite, an eine explosive Erhöhung von den privaten Profiten auf der anderen Seite. Von der Entwicklung haben natürlich hauptsächlich die Niedrig- und die Mittellöhne gelitten. Die sozialen Inegalitäten sind mehr groß geworden. Kaufkraft ist aufgegangen und da hat also auch Nachfrage. Aufgrund unter anderem von der Nachfrage, die nicht nachgekommen ist,
als die Erhebung von dem Profit nicht an Produktivinvestment ergangen, sondern zu einem ganz großen Teil platziert gehen auf den Finanzmarkt, ob der sich nur einer maximaler Rentabilität. Die Kapitalien, die Finanzkapitalien, die an der Welt rundherum zirkulieren, die verlangen Rentabilitäten von 15 oder sogar 25%. Wenn ich das vergleicht mit einem raisonablen Wachstum, den zu erwarten, also ich meine am Weltdurchschnitt von 3 oder von 5%, da gesagt Ihnen, dass das nicht kann klappen. Und das bringt mit sich an den letzten Jahren eine unheimliche Pression auf die Löhne, auf die Arbeitsplätze und auf das Arbeitsrecht. A genees Pressioun op d'Léin gëdelot duch die sogenannte Rettungspläng esegur nach verstärkt, wen um Beispiel vu Griechenland ka gesinn. Mei war Staaten duch Spurmoosname gezwonge ginn, hier Investitionen zurückzufuhren, an Leiit keng Sue mi hunn fir auszeginn, da kann sech d'Ekonomie net erhoelen. Am Gegendeel et entsteet den Deivelskrees, den d'Länner ëmmer méi déiwer an Schuldekris erandregt. Men net nëmmen die Leng zweifelen. Valtuno huet lo Brich gin rapport annuel sur la situation sociale dans le monde, offe zoen dat die politique falsch wär. Les politiques d'austérité, comme celles menées en Espagne et en Grèce, menacent l'emploi et mettent en péril la reprise économique. Et pour cela, il est indispensable, Zeytuno, de revoir la nature et les objectifs de base des conditions imposées par les organisations internationales pour fournir une assistance aux pays en difficulté. Die terrible Pression die lo op Griechenland, y compris op die griechische Demokratie en op het recht van de Griechische parlementariër uitgeübt gëtt, die werd Situation net verbessern, mais wie die lo nach der ganze Zeit gelaf was, geht die Verschuldung jo exponentiell an Lourt, an das quasi een Automatismus. Dobei sinn et gené déi Banken, die nach 4 Joer mat Milliarden Euro Steuergelder gerett goufen, déi lo Drog op d'Regierungen ausüben. Des Banken ginn sech selver suen bei der Europäesch Zentralbank lehnen zu engem Zinssatz vun 1,25% a verlehnen se dann un aner Staaten wie Griechenland zu Zinssätz vun 13%. Der Europäesch Zentralbank derwer war selver keng suen u Staaten méi just u Banke verlehnen. Mir net nëmmen, dass das Politik langfristig keng Lesung fir die aktuelle Schuldekrise durchstellt, mir auch Demokratie als konkret bedroht, fannen die Leng. Der will zwar weiterhin soen, was den denkt, der will sogar Wählen gehen, aber es hat keine Wahl mehr. Wenn etwas anderes das sieht, der wird dann noch als Populist aufgestempelt und delegitimiert. Die Finanzmärkte sind gewollt, hier ein Verwüstungsprogramm durchzuziehen. Wenn ich gucke, doch der griechische Premier, der Präsident von der Sozialistischen Internationale, den Papandreou, hat für eine politisch deklariert, seine Regierung für eine Art Kriegszustand. Der Krieg gegen seinen eigenen Volk, das nicht mehr zu tun hat. Die Krise riskiert sich natürlich auszuweiten. Und es riskiert sich auch den schleichenden Kriegszustand gegen die Menschen in Europa auszuweiten. Und für dagegen zu gehen, brauche ich natürlich neu, muss ich resistieren, muss ich brechen, es brauchen authentisch linke Regierungen, vielleicht auch, die bereit sind, Demokratie zurückzugewinnen. Die Leng fordern dowen de Moratorium zurückbezöle vun de Schulden an alle Länder, bis analysiert ginnners, wéi en Deel vun de Schulden legitim ass, a wéi en just opgrund vun der Spekulation vun de Banken entstanden ass. Och muss der Europäesch Zentralbank ënner demokratisch Kontrolle. Die Großbeneficer musse méi héich besteuert ginn, aber brauchen auch endlich eng Steuer op de spekulativen Finanztransaktionen. An der Debatte zum Centre de Retention huet den Deputéierten André Hoffmann e méi nuancéiert Bild vun der Asylgesetzgebung gezeechchend, wie dat d'Regierung an der Flüchtlingsfroh mischt. Ich meine, es wäre nicht schlecht, wenn wir Eisgeven an Erinnerung rufen als egen Migrationsgeschichte an Europa. Nei Brasilien seht er dich nach etwas. Das waren die Lützeburger, die im 19. Jahrhundert nach Südamerika wollten auswandern, die aufgewiesen wurden, zurückgekommen sind, sie hatten nichts mehr. Sie sind auch heute zu Lützeburg nicht mehr so richtig akzeptiert gehen.
Sie haben am Misere irgendwie überlebt oder auch nicht. Das waren Wirtschaftsflüchtlinge, gebe Taut heschen, weil Asyl hätten sie kind zu gut gehabt an Südamerika, weil nur eise Kriterien, weil Lützeburg jo sichert Land gewirrscht, der nur eisen Definitionen von Haut. Dafür mengen die Lenk, dat Flüchtlinge kein Krimineller sind, an hun se Stoff hier auch klar gegen de Centre de Retention ausgeschwart. Der Lützebauer Staat verkäft seng Undeler und der Cargolux und Qatar Airways. Sowohl für die Gewerkschaften wie auch für die Lenk ist das inakzeptabel. De Qatar als Land wat weide wäsch hun demokratische Verhältnisse ass an mir hunn do ganz serieux bedenken wat den Erhalt vun den Arbeitsplätzen ubelangt, respektiv och wat de Sozialdialog ubelangt, de ha an Europa normalerweise gewinnt sinn, respektiv och ha an Lützeburg gewinnt sinn. Und das ist ja so, dass de Qatar als de Lützebauer der Belegschaft, der Gewerkschaften gut keine Garantie wollt gehen, was den Erhalt von den Arbeitsplätzen an den Erhalt vom Sozialdialog ubelangt. Der wir nicht vergessen, dass de Qatar ein Land ist, wo Parteien, politische Parteien verboten sind, wo die Gewerkschaften verboten sind, wo die Freirechte nicht respektiert gehen, wo die Versammlungsfreiheit verboten ist. Alles das sind Punkte, die uns hellhörig machen und wo man wirklich bedenken haben, wenn man so ein Land anfängt, Geschäfte zu machen. Die Lenk hat noch über parlamentarisch Aufruhen interveniert, für mehr Klarheit an diesen ganz dubiosen Deal zu kriegen. Für ihre Kampagne recht auf Hunden aufzuschließen, haben die Lenk an der Stadt für einem Haus, das seit 7 Jahren eitel steht, eine symbolische Aktion gemacht. Proprietär vom Haus ist Bank Rothschild, an der hat ja wahrscheinlich nicht volles, daraus Sozialwohnungen zu machen. Die öffentliche Hand muss intervenieren, und zwar sowohl der Staat wie auch Gemengen. Zum Beispiel bei der Frage von der Appropriation sich massiv Bauland appropriieren, dann es muss sein durch Enteignung, das muss bedeuten, dass die Enteignungsprozeduren müssten vereinfacht werden. Den 9. Oktober sind Gemengewahlen. Die Lenk werden noch an einer ganzen Reihe Gemengen hier Liste präsentieren. Wir waren lo schon auf verschiedene Sektionen losen. Sozial geht vier als der Slogan, mit dem die Lenk an das Gemengewahlen gehen. Für ein paar Wochen gouf die Escher Kandidatenliste präsentiert. Der Marktbaum, aktuelle Gemengerot für die Lenk zu Esch, hat erklärt, was es mit diesem Slogan auf sich hat. Sozial geht vier hecht, dass man als Lenk ein Bewusstsein davon haben, dass die Sozialscheier zu Lützeburg immer weiter geht. Und dass es prioritär ist, Sozialpolitik zu machen, die eine ganz andere Stoßrichtung hat, an eine Gemengepolitik zu machen, die eine ganz andere Stoßrichtung hat, wie das, was bislang geschieht ist. 9 Frauen und 10 Männer treten also zu Esch mit dem Ziel, eine Gemengepolitik zu machen, bei der es eine sozial, ökologisch und demokratische Erneuerung von der Minetzmetropole geht. Auch die Sektion von der Gemeinde Suessem hat hier Lust schon präsentiert. Der Serge Urbani, ehemaliger Gemengerot und Deputierten, erzählt, worum es hier geht. Das Ziel von der Suessemer Lenke ist ganz klar, an der Gemengerot heranzukommen und dafür zu sorgen, dass an dem Gemengerot mal eine wirkliche Opposition gemäht wird. Das war bislang nicht der Fall. Aber das geht nicht durch. Wir wollen noch dafür sorgen, dass an der Gemeinde selber, bei den Leuten draußen, eine Diskussion darüber entsteht, über das, was die eigentliche Aufgabe von einer Gemeinde sind, wie eine Politik mehr am Interesse von der Leute gemäht wird, und nicht am Interesse von den wirtschaftlichen Kreisen, die an unserer Gesellschaft dominieren. An das Beispiel Diddling, wo die Lenk sich für das Schaffen von mehr sozialem Wohnraum ersetzen wollen. Wenn wir gucken, du stellst halt zu Diddling die ehemalige Gelegenheit, die Diddling hat. Die hat an der letzten Zeit 34 Hektar Land von der Arbeit überholt. Also wären wir der Meinung, dass die Diddlinger Kinder ein Signal setzen, für das Leute können, wie billig lohnen gehen oder bauen können. Es verspricht also spannend zu gehen im Oktober, wann die Lenk an dem engen oder anderen Gemengerot vertreten wären. Voilà, das war Haut für Link TV. Ich so nicht merci, dass ihr dabei wart. Ich gehe Rendezvous an ein paar Wochen.